Hilfslieferungen kommen wieder nach Gaza, aber es klingt viel besser, als es ist. It's still a drop in the ocean, what we were able to get in yesterday compared to what's needed. Zum ersten Mal seit ein paar Monaten hat Israel wieder ein paar hundert Lastwagen vor UNO mit Medikamenten und Essen über die Grenze nach Gaza gelassen. Und aus der Luft lässt Israel Pallet mit Essen fallen und verbreitet davon gerade ganz viele Videos. Es ist auch eine Reaktion von Israel auf die Kritik der ganzen Welt, aber auch für diese Hilfslieferungen werden sie kritisiert. So Güterabwürfe aus der Luft sind laut Hilfsorganisationen die teuerste und ineffektivste Art, wie dass man humanitäre Güter zu den Menschen bringen kann. Und es ist auch gefährlich für die aufs Essen warten, weil das Chaos, das entsteht, wenn die Palette landen, ist riesig. Das hat man schon vor einem Jahr gesehen, wo man das auch schon gemacht hat. Dazu kommt: مساعدات الذل بيقولوا عنها مساعدات هي طبعا مساعدات الذل يعني مش مساعدات كانت يعني. Laut Hilfsorganisationen ist es viel gescheiter, wenn man Hilfsgüter in Lastwagen bringt, schon nur was die Menge angeht. In diesen Luftabwürfen waren weniger als 20 Tonnen. Das hat man locker in einen einzigen LKW packen können. Es ist also mehr PR, als dass es wirklich etwas bringt. Und auch mit den LKWs zusammen, die jetzt über die Grenze kommen, laut der WHO reicht es noch lange nicht, dass die schlimme Hungersnot aufhört. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear. And this is because of blockade. Israel hat seit Monaten unabhängige Hilfslieferungen blockiert und hat alles selber regeln mit der Hilfe einer privaten amerikanischen Stiftung, der Gaza Humanitarian Foundation. Es funktioniert aber überhaupt nicht. Als die UNO die Hilfslieferungen organisiert hat, hat es 400 Orte gegeben, wo die Menschen Essen holen konnten. Die GHF hat nur noch 4 solche Verteilzentren und die sind mitten in der Militärzone. Die Menschen sind verzweifelt, die Zustände sind chaotisch und fast jeden Tag sterben Leute, wenn sie versuchen, Essen zu bekommen, weil auf sie geschossen wird. Israel wirft alle Vorwürfe zurück, es gebe keine Hungerkrise, es sei alles Propaganda von Hamas. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. Das sieht viel anders. 2 israelische Menschenrechtsorganisationen werfen Israel Völkermord vor. Das sind die Organisationen B'Tselem und Physicians for Human Rights Israel. Sie können belegen, dass Israel vorsätzlich koordiniert und systematisch vorgeht, um die Menschen in Gaza zu vernichten. The people of Gaza have been displaced, bombed and starved, left completely stripped of their humanity and rights. Die 2 Organisationen sind die ersten israelischen NGOs, die Israel Völkermord vorwerfen. Andere Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch sagen das schon lange. Währenddessen geht auch in europäischen Ländern etwas. Deutschland will zusammen mit Jordanien eine Luftbrücke für Gaza einrichten, also auch Hilfsgüter aus der Luft abwerfen. Auch Frankreich und Großbritannien wollen das unterstützen. Wir wissen, dass das für die Menschen im Gaza nur eine ganz kleine Hilfe sein kann, aber immerhin ist es ein Beitrag, den wir gerne leisten wollen. Wie viel die Hilfe bringt, über das wird gerade recht diskutiert. Wie gehst du mit dieser schlimmen Situation in Gaza um?